Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Heute im Taktikfuchs sage ich euch meine Einschätzung zum Spiel und zeige euch, wie ich die Mannschaft ins Rennen schicken würde. Ja, DFB-Pokal zu Hause gegen Leipzig. Wenn man sich die Ergebnisse gegen Leipzig anguckt, würde man sagen, eigentlich ein No-Brainer. Ja. Ähm, Leipzig ist eine gefährliche Mannschaft. Wenn die einen guten Tag haben, wenn nicht so einen guten Tag, ist mit Sicherheit alles möglich. Ansonsten geht es darum, dass es ein Pokalspiel ist, ein K.O.-Spiel, da ist alles möglich. Ja, mal eine schlechte Schiedsrichterentscheidung, mal keine gute Tagesform und so weiter. Ich brauche es nicht aufzählen, ja. Also, es ist kein Selbstläufer. Kriegen wir unsere PS auf dem Rasen? Ja, wir haben alle Spieler an Bord, alle fit. Ja, dann musst du das Ding gewinnen. Wir spielen zu Hause, es ist ein K.O.-Spiel. Feierabend. Leipzig ist jetzt keine Übermannschaft, ist auch gerade nicht so so konsequent, genau, so konstant. Also, nochmal, wenn die einen guten Tag haben, können sie uns gefährlich werden. Ich hoffe, man hat es gezeigt, dass defensive Stabilität ist gerade nicht ganz so gegeben. Liegt natürlich auch an dem einen oder anderen Spieler, der aufgestellt war. Ähm, alles ist möglich. Mein Tipp: 3-2, 4-2 vielleicht. Ja, ich denke, es wird eine torreiche Geschichte werden. Ich glaube nicht, dass Leipzig die Qualität hat, sich hinten reinzustellen. Wir haben da gerade auch nicht so die Qualität, aktuell zumindestens. Dass wir das grundsätzlich können, haben wir schon gezeigt. Ja, ich bin gespannt. Ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Druck ist da, logisch. Unter Druck werden Diamanten gemacht, wie man so schön sagt. Und ja, wir werden sehen, ne? Also, vorhersagen kann man nichts. Nochmal kriegen wir die PS auf dem Rasen, wir spielen zu Hause. Wir sind der Favorit, musst du das Ding gewinnen. Auf der anderen Seite, Leipzig hat da nichts zu verlieren. So, keiner rechnet damit, dass Leipzig, weiterkommt. Oder keiner verlangt das von Leipzig, ja? Das ist ein Bonus und so können sie auch spielen, haben keinen Druck. Ähm, natürlich haben sie einen gewissen Druck, weil sie natürlich auch weiterkommen wollen. Es geht für Leipzig ja auch um Titel. Meisterschaft ist für Leipzig abgefahren, dafür sind sie viel zu unkonstant, abgeschlagen. Ja, ist aber die letzte Titelchance auch, ne? Also, die werden heiß sein so. Das sollte klar sein. Ja, und damit gehen wir mal rein in die Aufstellung. Eigentlich ein No-Brainer, ja. Bei mir würde 'n Obi spielen. Bei mir würde 'n Obich aber in jedem Spiel in der Rückrunde spielen. So, ich habe es schon im Stream heute gesagt, ich will Manuel Neuer nicht noch ein Jahr bei uns sehen und daher Obich rein. Gerade gegen Leipzig denke ich, Leipzig ist eine Mannschaft, die mitspielen will. Grade wenn wir in Führung gehen sollten, ja, oder wenn es hinten raus dann noch mal eng wird und Leipzig noch mal drückt, kann Obich 'n Gamechanger sein, weil er super starke lange Bälle spielen kann, hat er jetzt schon mehrfach bewiesen. Das ist der Pluspunkt zu Neuer. Ähm, das kann natürlich eine Menge einleiten, ja. Das macht natürlich jetzt kein Faktor gegen im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen, die wahrscheinlich hinten drin stehen werden, so, da bringt das relativ wenig. Aber in einem K.O.-Spiel kann das ein Changer sein, ja? So. Kann, muss nicht. Wenn wir keine Ahnung, geht Leipzig in Führung, dann wird es wahrscheinlich nicht ein Gamechanger sein, weil die dann kaum noch rausrücken werden. Wir werden's sehen. Innenverteidigung, ja, sollte klar sein, ja. Also, es steht jetzt spiele ich jetzt kommt die erste Elf muss spielen so, ja. Da gibt's ja nichts zu diskutieren. Unsere erste Elf ist Upper und Tah, ja. Das ist unsere erste Elf in der Innenverteidigung, andersrum. Punkt. Rechtsverteidiger ist auch klar, oder? Da geht nichts über Stanisic. Weil Stanisic der einzige Außenverteidiger ist, der auch wirklich 'n Außenverteidiger ist und mal was verteidigen kann, ja. So, linke Seite ist die einzige Position, die ein bisschen offen ist. Bei mir absoluter No-Brainer, Conny Laimer. Alternative wäre natürlich Ito. Ich mache aber mal Davis als Alternative rein. Ito sah richtig schlecht aus gegen Leipzig. Das muss man so sagen. Das gehört zur Wahrheit. Ähm
Der hatte arge Probleme gegen den ich komme jetzt auf den Namen nicht von Leipzig. Auf jeden Fall eine Maschine über die Seite. Ähm, von daher, ja. Für Stani gibt's eigentlich keine Alternative außer Conny Leimer, ne? Ja, klar, Kimmich könnte das doch spielen, Tom Bischoff, ja. Ich mache mal Conny Leimer hier als Alternative hin. Natürlich wäre eine Dreierkette denkbar, aber ich denke, gegen Leipzig macht das wenig Sinn. Da ist eine Viererkette schon sinnig. Conny Leimer einfach, weil er diesen Wadenbeißer-Effekt hat. 'N Fonzie Davies war schon gegen Hoffenheim maßlos überfordert. Also, sollte Fonzie Davies aufgestellt werden, dann kann es sehr, sehr schwierig werden. Wenn Leipzig das ähnlich angeht wie Hoffenheim und alles über diese Seite spielen wird, schwierig. Ja, in der Zentrale gibt's auch gerade keine Alternative außer Pavlo und Kimmich. Klar, Pavlo, Bischof ist für mich das Dingen, was die Zukunft werden könnte, habe ich heute aber auch schon im Stream gesagt. Dafür muss Pavlo sich endgültig von Kimmich emanzipieren. Ist ja gerade auf einem sehr, sehr guten Weg, ja. Wir haben aber auch gesehen zwischenzeitlich, wo Kimmich nicht da war, dass er für die Struktur schon gefehlt hat. Und den Part muss Pavlovic mehr verinnerlichen. Wenn er das hinkriegt und es dann keine Rolle mehr spielt, ob Kimmich da ist oder nicht, dann könnte man auch anfangen und sagen: „Ey, jo, man kann auch mal einen Tom Bischof für 'n Joshua Kimmich bringen“, ja? Solange wir noch ein bisschen auf die Struktur angewiesen sind, ist es Pavlovic Kimmich. So, es ist halt gerade auch die best eingespielte Kombo da in der Zentrale und die würde ich auch aufstellen. Gut, der Rest vorne erstmal gibt's 3 No-Brainer. Luis Diaz natürlich links, Michael Olise natürlich rechts und 'n Harry Kane natürlich vorne drin. Die einzigste vakante Position ist die Zehnerposition. Da haben wir Serge Gnabry, Lennart Kahl und Jamal Musiala und Rafa Guerreiro. Bei mir, ich würde mit Musiala starten. Ich weiß, würden die wenigsten von euch tun, ist auch völlig fein. Ich würde mit Musiala starten und gut ist. Lennart Kahl ist für mich auch keine Alternative auf der Zehnerposition. Der kommt absolut nicht im Zusammenspiel mit Harry Kane klar. Ich trage hier Nicolas Jackson als Alternative ein, auch wenn er nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind, eine Alternative ist, vom Leistungsniveau her. Und ich werde 'n Serge Gnabry mal als Zehner hier reinmachen, weil Serge Gnabry ist auf der linken Seite auch nicht wirklich eine Alternative, dann noch eher auf der rechten Seite. Linke Seite, Alternative ist da ein bisschen schwer. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Mr. Mike aussieht. Ich trage ihn da mal ein. Ansonsten vielleicht auch Musiala auf die Außenposition vielleicht. Da ist natürlich ein bisschen was möglich. Genau, das wäre meine Aufstellung. Ja. Wie gesagt, ich würde Davies schützen, weil er gerade auch noch nicht diese Form hat, die er benötigt, ja. Ähm, ich meine, klar, vielleicht wird er aufgestellt, vielleicht überrascht er mich. Ich kann es mir also, Vincent Kompany hat das Spiel auch gesehen. Und wenn er das Spiel gegen Hoffenheim gesehen hat, wie schlecht Alphonso Davies defensiv war, dann kann er ihn nicht in ein K.O.-Spiel aufstellen. Also, dann nimmt er fahrlässig auf jeden Fall einiges in Kauf und das kann ich mir nicht vorstellen. In der Offensive mit Musiala sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, wir brauchen einfach diesen extra Kicker durch die Mitte so ein bisschen, ja. Klar, wir können sagen, Harry Kane macht wieder diesen X-Faktor. Dann könnten wir auch darüber reden, ob wir Nicolas Jackson vorne mit reinstellen, aber auch das dann kannst du eher noch Gnabry vorne reinstellen, ja, oder Gnabry auf die 10, da ist das Zusammenspiel mit Harry Kane wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber Musiala, Kane hat auch überragend funktioniert letzte Saison und ja, ich würde mit Musiala anfangen, eine Halbzeit soll er Vollgas geben, ja. Kann er auch mal der X-Faktor sein und nicht erst reinkommen, wenn das Spiel schon gelaufen ist. Und, dann bringst du 'n Serge rein. So, ist doch mal andersrum, No-Brainer. Ähm, ja, das wäre meine Aufstellung. Bin gespannt, wie es bei euch aussieht und ich freue mich auf einen hoffentlich schönen Pokalabend, auf ein gutes Spiel und am Ende des Tages, ob das Spiel gut, schlecht, sonst was ist mir egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Das Ergebnis zählt. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi.
Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.